Guten Nachmittag. Wie schon gesagt, wir freuen uns so sehr, hier zu sein. Ihr weißt, dass ich von Kanada komme und von einer deutschen Familie komme, aber schon lange her, dass ich viel Gelegenheit hatte, Deutsch zu sprechen. Aber es ist mir immer erquickend, wenn ich in eine deutsche Kirche gehe. Weil ich glaube, es war bis 15 Jahre alt, dass ich nur deutsche Botschaften gehört hatte. Und die deutsche Sprache für mich, ich hatte nie ein Fluchwort gehört. Das war die himmlische Sprache für mich. Zu Hause hatte ich etwas nicht Böses gehört in Deutsch. So, Deutsch hat für mich eine spezielle Rolle. Und darum gefällt es mir so viel, wenn ich in eine deutsche Kirche bin. Und auch der Kaffee und Kuchen auch. Das kriegt man nicht in englischen Kirchen oder nicht so gute Torten sowieso. So, die Zeit ist ganz begrenzt heute. Ich habe einen Auftrag hier, ich muss meinen Vortrag jetzt reinquetschen innerhalb 30 Minuten. Ich weiß, da ist auch eine Erwartung, wie Peter gesagt hat, dass ich etwas sage über die Schweizerische Bank und vielleicht auch mehr wie ein paar Wörter, so hat der Peter mir gesagt, ich kann vielleicht 4 Minuten extra haben. So, bevor wir einsteigen hier, möchte ich nur eines noch erwähnen. Und das ist, dass wir verteilen einen Rundbrief, der heißt Eternal Value Review. No, der ist nicht da, muss ich den zeigen hier. Hier ist er. Könnt ihr ihn sehen? Leider ist er nur in Englisch erhältlich, aber wenn Sie noch den möchten, der ist kostenlos. Und gehen Sie zum Büchertisch und da gibt es Exemplare, wenn Sie einen frei mitnehmen wollen, dürft ihr das machen. Wenn ihr unsere E-Mail-Adresse geben würden, da ist ein Anmeldeblatt da, gebt uns eure E-Mail-Adresse und dann werden wir dir schicken regelmäßig online. Ist es da? Da ist es. Ganz alleine ist das da vollkommen. Okay. So, wir wollen jetzt einsteigen. Darf ich bitte ein Gebet sagen, bevor wir anfangen hier? Herr Jesu, wir wohnen in eine außerordentliche Zeit. Wir bitten dir, dass wir jetzt eine richtige Bibelanschau sehen, wie die Welt heute geht und was das meint für unsere Christen. Lieber Herr, wir wollen bloß die Wahrheit sprechen, nicht spekulieren. Aber wir wollen auch erkennen, die Zeit, in der wir wohnen, leben. In Jesus' Namen beten wir. Amen. So, wir haben eine 4-teilige Tagesordnung hier. Ich will 3 Dinge zeigen. Der Monitor hier arbeitet nicht, so muss ich mich umdrehen hier. Wir haben ein paar Dinge wollen wir machen, diese 3. Erstmals aktuelle über die endzeitliche Geldfalle zu sprechen. Ich habe gesagt, schon den vorherigen Tag, vor 10 Jahren oder so, hatten wir ein Buch über diesen Thema geschrieben. Der war hier verteilt mit dem Mitternachtsruf. Und der hat den Titel Die Geldwelle der Endzeit, wie frei zu leben. Und das war veröffentlicht dann, ist schon jetzt vergriffen. Aber was wir jetzt machen wollen, ist einen kleinen Update geben von dem Buch. Da sind so viele Trends, die da geschehen sind, die sich erweitert auf vielen Ebenen und bleiben ein Endzeit-Thema von großem Interesse für Christen, glaube ich. Seit der Zeit, dass das Buch erst veröffentlicht war, sehen wir eine Reihe mehr neue und beschleunigende Entwicklungen diesen letzten Jahr. Ich kann nur an ein paar tasten und das werden wir schnell machen.
diese ganze Endzeit-Geldfalle ist für ganz Menschlichkeit weiter fordert. Das dritte Ding, das wir machen wollen, Bedingungen, ist die Frage, sagen, wie nah sind wir dran? Was muss noch geschehen, damit sich Offenbarung 13, Vers 17 erfüllen kann? Wir kommen gleich auf den Vers. Das dritte Ding, das wir machen wollen, ist fragen, welche Ablenkungen sollen wir aus dem Weg gehen, während wir aufwärts blicken als Christen? So, gleich zu dem Vers. Wir wollen uns lenken auf die Anfrage, einem besonderes Bibelvers hier. Es ist ganz besonders. Ich glaube, dieser ist der wichtigste und unbestreitbare Geldanzeichen, die in der Bibel gefunden ist. Ich denke, ich kann über 50 von so einem Zeichen finden, aber dieser ist der wichtige, glaube ich. Hier lesen wir den. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es ist dann sinnvoll, zunächst Fragen auf diese Auswirkung solch einer Prophezeiung und zu reflektieren darüber. Was bedeutet es, dass niemand kaufen oder verkaufen kann? Das bedeutet eindeutig, dass niemand überall in der Lage sein kann, kaufen oder verkaufen zu können. Absolut nichts ohne Erlaubung. Kaufen und verkaufen, ob so weiter Konsumgüter oder Investitionen, alles ist vollständig überwacht. Die Überwachung ist auch global. Das meint jeder Mann über die ganze Welt. Nur ein Zahlungsmittel würde gültig sein. Manche denken, Gold wird helfen. Nein, Gold wird nicht helfen zu der Zeit. Wir sind schon lange weg, sowieso. Aber das wird dann zu der Zeit so geschehen. Der Bankensystem und das Schattenbankensystem gesteuert, da wird keine alternativen Zahlungsmittel erlaubt. Das wird so geschehen. Denk mal. Wir müssen uns fragen, warum sollte so eine Geldvernetzung über die ganze Welt kommen in den letzten Tagen? Warum soll das sein? Es gibt keinen anderen, mehr effektiven irdischen Weg zur Steuerung des gesamten Welt als durch ein weltweites Geldsystem. Dieses bietet eine wichtige und strategische Möglichkeit für Satan und seine Hierarchie der gefallenen Engel. Da sie nicht allgegenwärtig sind wie Gott, müssen sie andere Mittel einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Und wir wissen doch, dass Satan möchte, dass die ganze Welt gegen Gott und Jesu Christus rebellieren wird. Und das lesen wir hier in diesem Vers hier. Die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, der ist dahinter. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und diese Schlange, macht das auch in viele Wegen. Er lockt alle durch das Weg des Biliam. Davon lesen wir in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 15. Er lockt viele zur Komplizenschaft mit diesem Geldsystem, das auch von der Energie, die Liebe zum Geld getrieben ist. So, was ist die Auswirkung der endzeitlichen Geldfalle? Der entscheidende Faktor, um die Welt unter die Herrschaft, die Eliten und der 10 Könige zu bekommen, wir werden morgen über die 10 Könige sprechen, es führt zur globalen Herrschaft der Antichristen und des falschen Propheten. Ich heiße den der letzten Finanzguru, ich könnte ihn auch heißen, der letzte Wohlstand Evangeliumslehrer. Der ist doch ein Prophet, nicht? Und es ist ein Prophet, eine religiöse Figur, die diese Geldbeschränkungen einbringen.
Und zum Ende ist Umgang, Leute, es haltet sie gefangen. Viele Leute sind schon gefangen in die Geldfalle, auch Christen. Gesellschaften auf alle Ebenen, Reichen oder Arme, die werden alle da eingeschnappt werden. So, zu Ende zwingt das die Menschheit, den Antichristen anzubieten. So, das ist sein Plan. So, wie weit ist die Entwicklung des endzeitlichen Währungssystems schon fortgeschritten heute? Wir können uns auch fragen, wo befinden wir uns auf dem kosmologischen Zeitstrahl? So eine kleine Orientierung hier erst. Ich kann wieder bloß an ein paar Dinge antasten. Diese Grafik haben wir schon gezeigt. Und Sie können sehen, seit der Zeit Christi, eine flache Trend für 2000 Jahre und auf einmal, bums, geht das los. Und wenn ich hier zeigen würde, die Werte aller bösen Wertpapiere, finanzielle Instrumente und so weiter, würde diese Nummer 8 bis 9 Mal höher. Doch, dass ich ein Forscher war in einer Wall Street Firma, und das alles geschehen ist vor meiner Nase. Ich kann es gar nicht glauben, wie das so schnell gegangen ist. Und das sollte auch sein für alle. Zweitens, die ganze Welt wird zusammenkommen wegen Handel. Das ist Globalisierung, auch haben wir schon davon gesprochen, aber hier ist wieder ein Trend, das sehr, sehr beschleunigt ist, wie man sehen kann. Innerhalb der letzten 50 Jahre ist der Handel von Waren und Dienstleistungen gesehen gegen Weltbruttoprodukt dreifaltigt. Und das geht weiter. Und das geht weiter. Alles wird vernetzt, wie ihr sehen könnt. Und hier zeigen wir euch, wie schnell das alles geht. Auch hier etwas sehr interessant. Ich hatte gedacht, ich werde das darüber sprechen, weil das hier eigentlich in Zürich von der Studie hier in Zürich verbreitet ist. Und da will ich was lesen. Das ist ja, ich wollte etwas darüber sagen. Ja, okay, wir müssen da was. Entschuldigung. Ja, ein paar Physikern von einer technischen Hochschule hier in Zürich vor kurzem veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse ihrer Netzwerkanalyse der Weltfinanzwirtschaft, wie es Anfang 2007 aussah. Stefano Battisten und James Gladfelder extrahiert die Informationen für bald 25.000 Aktien und über 100.000 Anteileeinheiten in 48 Länder. Und es zeigt sich, was sie hießen, das Rückgrat der Finanzmarkt in jedes Land. Dieses Rückgrat vertreten die Eigentümer von 80% die Marktkapitalisierung eines Landes. Können wir das schon glauben, dass das so weit gegangen ist? So konzentriert ist es jetzt weltweit. Wir haben hier bloß, das ist bloß von den Börsenmärkten hier. Und hier, schauen Sie dieses Bild an. Wer sind diese wahrscheinlich wichtigen Menschen? Kennen Sie? Ich sehe den euer Finanzminister nicht hier. Vielleicht kennen Sie ihn. Okay. Man kann den Wiedmann von der Bundesbank sehen, der Wolfgang Schäuble und so weiter. Seit wann reisen Finanzminister über die Welt wie Potentaten? Nicht nur Staatschefs treffen sich am internationalen Treffen, so sie auch. Ich würde sagen, die letzten 40, 50 Jahre sind jetzt Finanzminister, alle Leute, die zu tun haben mit Finanzen, die sind sehr hoch geehrt, die sind auch sehr viel bezahlt heute. Sie können sie halten als Schaman, wie ich tue.
Und das ist zu unserer Zeit. Man kann sich fragen, sind alle diese Leute, alle diese Banken wirklich unabhängig? Nein, wie wir zeigen werden hier in ein paar Minuten, das ist nicht so. So, wie ist es möglich, dass Offenbarung 13 eigentlich geschehen kann? Ich glaube 4 Dinge, grob gefasst 4 Dinge müssen geschehen. Wir müssen ein globales, integriertes und abgeschlossenes Finanzsystem, das muss vorhanden sein. So, das meint, dass wir dieselbe Technologie haben, Zählungsweise und so weiter. Nummer 2, wir müssen überall ein System des Zentralbankwesens haben, das zentral gesteuert wird. Und das meint, wir müssen alle um die ganze Welt dieselbe Philosophie haben, dieselbe monetärische Politik. Und das haben wir auch heute. Ganz schnell gegangen. Drittens, die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Statuten, die finanziellen Aktivitäten der einzelnen Länder überwachen, müssen von einem weltweiten zentralisierten Autorität übernommen werden, sodass einheitliche Maßnahmen durchgesetzt werden können. Und viertens, wir brauchen schließlich eine einheitliche globale politische Ökonomie vorhanden sein. Könnte sein entweder eine kleine Gruppe, könnte mächtige Länder sein, vielleicht die 10 Könige, wir sprechen darüber morgen, oder eine einzige Autokrat, das ist der Antichristus, die mächtig genug sind, die ganze Welt zu überwältigen und zu einem bestimmten Zeitpunkt solche Kontrollen durchzusetzen. Lassen Sie uns zu unserem ursprünglichen Ziel zurückgehen. Was sind die einigen neuen Entwicklungen den letzten Zeiten, die ständig die Welt führt in größerer finanzieller Konzentration und Verbundenheit? Was sind einige neue Entwicklungen der letzten Jahre, die den Trend zur Erfüllung Offenbarung 13, 17 weiterbringt? Wie gesagt, das sind so viele, ich nennen könnte. Ich darf bloß ein paar hier antasten und das werden wir machen. Wir werden bloß 3 von diesen sprechen. Erstens im Jahr 2109 als Reaktion auf die globale Finanzkrise wurde das Financial Stability Board zusammengetan. Das Finanzstabilitätsrat war neu gegründet in 2009. Mark Carney ist der Vorsitzende, er ist ein kanadischer, ist jetzt der Bank Governor in England. Und wie gesagt, das war als Reaktion auf der GFC oder die Krise. Besonders interessant ist, was die FSB festgestellt hat. Sie wissen, was die FSB macht. Sie fördert die Koordination von Behörden für die Finanzstabilität verantwortlich um die ganze Welt. Sie Einhalten von Regulierungsstandards und so weiter. Sehr interessant. Aber sie haben auch auf systemrelevante Unternehmen was Neues gemacht. Und das ist, was wir darüber sprechen wollen. Die haben festgestellt, dass einige Finanzinstitute rund um den Globus sind systemrelevanten Banken. Es hat 28 diese größten international verbundenen Banken identifiziert. Und was sind die Auswirkungen dieser Initiative? In meiner Meinung wären diese Banken werden sorgfältig auf der internationalen Ebene überwacht werden. Diese Banken werden daher wahrscheinlich auch begünstigt und geschützt werden während künftiger Finanzkrise in der Zukunft. So mit diesem Schutzstatus, es wäre nicht verwunderlich, dass die ganze Weltbankensystem schließlich mehr konzentriert wird, vielleicht in einigen Unternehmen zentralisiert
Das würde erheblich erleichtern die Fähigkeit der vollständigen Kontrolle aller Finanzströme, wie wir sehen in Offenbarung 13. Ich werde schnell hopsen hier, weil wir nur 30 Minuten haben. Aber wie wir sehen können, weitere globale Zentralisierung liegt vor uns. Es geht an, es liegt vor uns. Die zweite Initiative, und das wisst ihr schon von, ich denke, weil das hier auch in der Schweiz geschieht, und das ist Basel III. Und entscheidend ist, dass die BIZ hier, das ist die dritte, heißt Basel III, dass die weiterhin eine gemeinsame und einheitliche Grundlage für die globalen Finanzinstitutionen und deren Zentralbanken erfolgreich zu bauen. Dies dient dazu, die gemeinsamen Betriebsverfahren und Philosophie der globalen Finanzsystem, der für die Komplettsteuerung aller systemischen Finanztransaktionen erforderlich sind, zu organisieren. Kann man sehen, was für einen großen Einfluss die BIZ hat. Hat so 60 zentrale Banken sind Mitglieder und sie tun sich regelmäßig treffen und so weiter. Wieder gesehen hier, weitere globale Zentralisierung liegt vor uns. So, ich habe nur 3 angetastet, 2 schon. Drittens ist die heutigen, ich würde sagen, monetärische Politik. Wir sehen was ganz, ganz Neues. Eine wichtige Entwicklung hier in der Weltgeldsystem. Und das ist, was die Zentralbanken heutzutage machen. Hier weisen wir auf die radikale und unorthodoxe Geldpolitik der Zentralbanken in den letzten Jahren. Jede dieser angemessenen neuen Maßnahmen werden als unmoralisch gesehen, so ich denke. Die Bibel sagt das. Warum sind solche Aktionen als notwendig angesehen worden? Die sind auch Reaktionen auf die wirtschaftlichen Folgen der großen globalen Krise. Zentralbanken sind verzweifelt und hoffen, dass sie alles wieder zurück zusammengemacht haben und hoffen, dass ihre Handlungen in der Lage, einen guten Wohlstand wiederherzustellen könnte. Und ehrlich gesagt hier, der Umfang ihrer Inventionen ist schon unerhört. In der Tat sind diese extremen und weltweit koordinierte Maßnahmen jetzt als die Norm angesehen. Und ich glaube, wir werden noch viel schlimmer Dinge sehen hier. Das wird noch viel weitergehen. Sie haben einen großen Einfluss und Macht zu entscheiden, wer von Finanzströmen profitiert und wer verlieren wird. Ich spreche hier von den Zentralbanken. Und nebenbei bemerkt, keiner von diesen Chefs von diesen Banken sind gewählte Beamten. Aber die haben so viel Macht. Könnt ihr sehen, was sie machen. Hier sind Zinsen. Ihr könnt sehen, für die letzten 5, 6 Jahre sind die richtig runtergedrückt. Und was da losgeht, ist enorm. Die Spekulation, das jetzt angeht und so weiter. Wir werden mehr Krisen haben. Das ist keine Frage. So, die Schweizerische Nationalbank. Jetzt muss ich was sagen, nicht? Und auch ein gutes Deutsch. Es ist interessant. Der Fall der Schweizerischen Bank in der Zeit der globalen Finanzkrise betrachtet, ist ein klassisches Beispiel für was ich sehe als den Niedergang einer globalisierten, vernetzten Finanzsystem mit getrennten Währungen. Die stärkeren Währungen sind als sichere Häfen angesehen,
Wenn Geldsicherheit gesucht wird, Investoren laufen zu Werte und Währungen, die Sicherheit bieten. Und da kommt das Problem. Es ist die ähnliche Situation des starken Schwimmers, der durch die schwachen Schwimmer überschwemmt wird. Sie greifen alle auf den starken Schwimmer und daher sinkt der stärkere Schwimmer auch. Sie sinken dann alle zusammen, langfristig gesehen. Und das ist das Problem, wenn man in dieser globalen Vernetzung ist. Die Schweiz hat einen großen Leistungsbilanzüberschuss und auch eine Geschichte als sicheres Festgeld. Und so, wenn Geld einfließt in den Franc, steigt er ganz stark. Und das hindert Exporten und Wettbewerbsfähigkeit. Thomas Jordan und sein Vorgänger Philipp Hildebrand wählten, um zu kaufen, in großen Mengen ausländische Wertpapiere und ein erheblicher Teil davon schlechte Qualität. Das war unglaublich. Ich war ganz überrascht, dass sie das gemacht haben. Das Ergebnis ist, dass die Schweizerische Bank hat seine Bilanz stark erweitert durch Money Printing. Blasen, hat schon der René davon gesprochen. Sogar zu viel höheren Niveau als der verzweifelte Bank of Japan. Unglaublich. So, wenn wir jetzt alles zusammen sein wollen, in dasselbe globale Schiff sozusagen, dann werden wir alle gleich schlecht sein, sei es durch Kompromisse oder die mächtigen Kapitalströme, die über die Grenze stürzen können. Die Schweizerische Bank wird immer noch angesehen als eine relativ attraktive Zentralbank, aber es hat eindeutig bewegt, sich mit einem weltweiten Regime der unmoralischen Geldpolitik zu verbinden. Sicherlich ist nicht mehr angesehen als Hard Money. Nicht mehr. Da gibt es kein Hard Money mehr. Das ist alles Fiat-Geld. Ja. Den Reputation, den sie einmal hatten, haben sie nicht mehr. Und letzt zum Sagen hier, in einem gewissen Sinn ist es nicht ganz ihre Schuld. Es ist eine Demonstration der schlechten Folgen der Globalisierung. Und das geht weiter. Und hier sehen wir eben, auch die Schweizerische Bank hatte Probleme. Und was wir sehen, ist, dass Integrität wird sehr teuer. Das finden wir auch in unser Leben, nicht? Wir leben in unserer Zeit, dass Integrität sehr, sehr teuer ist. Das finde ich auch in meiner Arbeit. So, ich habe ein paar Wörter gesagt über die Schweizerische Bank. Jetzt gehen wir weiter. So, wir haben unser eigenes Indikator, zeigen wir schon mal hier. Und der heißt, der Endzeit, wie heißen das, Index der endzeitlichen Geldfälle. Das haben wir zusammengebaut, schon eine lange Weile her. Und was Sie sehen können, alle diese Faktoren haben wir genommen, die das so zeigen, dass die Kurs, die Trend stark ansteigt. Die globale Geldfalle steigt an. Sehr interessant. Und wie gesagt, ich glaube, es wird weitergehen. So, wie weit ist die Welt mit den 4 genannten Schritten, die ich schon genannt habe? 1 und 2, die sind schon hier. Unglaublich. Tatensache ist das schon an Ort. Die 3. und 4. brauchen wir noch ein klein bisschen Arbeit. Ich will ein paar Dinge sagen darüber. Die weitere Entwicklung, Punkt 3 und auch 4, in diese Richtung ist ganz schwierig. Und warum? Die einzelnen Länder müssen erst abgeben, eine Maßnahme der Souveränität für dies zu auftreten. Und natürlich wollen sie das nicht machen, sie werden das nur sehr ungern tun. Aber sie müssen vielleicht fragen, wenn das der Fall ist, wie kann dann diese letzten Schritte an Ort und Stelle fallen, sodass was in Offenbarung 13 geschieht. Es ist nicht so
Krisen. Nicht? Krisen bringt diese Situation, wo Leute sich das alles wieder denken. Wie Technokraten und politische Strategen wissen, es ist nicht so effektiv wie Krisen und Angst, einen politischen Konsens zu vereinheitlichen oder Veränderung zwingen. Und das sehen wir. Und darum denke ich, diese dritten und vierten Schritte werden auch bald geschehen, aber vielleicht nicht, bis der Trübsal kommt. Wie der Milton Frieden gesagt hat, nur eine echte oder vermeintliche Krise bringt wirkliche Veränderung hervor. Und das haben wir zurzeit gesehen und wird noch weiter geschehen. So, die endzeitliche Geldwelle schnappt zu. Und ein paar Gedanken zum Nachsinnen hier, wenn wir denken, was hier passiert. Was sollen wir machen? Manche sagen, ihr sollt in Schutzgas verpackte Lebensmittel haben und so weiter, und Bunkern und Gold kaufen und so weiter. Es ist schon heute unmöglich, außerhalb unseres Finanzsystems zu leben. Unmöglich kann nicht. Jeder braucht ein Konto. So, die Zeit ist schon hier. Wir sind schon gefangen, sozusagen. Physisch, nicht mit dem Herz, aber physisch, ja. Aber die Bibel sagt, und das ist ein sehr merksames Vers hier, wir müssen den beobachten. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hier einbricht. Ich glaube, darum werden wir auch, das ist auch so ein Faktor, der durch das großen Abfall antreibt. Leute machen Sorgen. Und zu dieser Zeit, mit diesen großen Krisen, die wir gehabt haben und haben werden, wird das noch eben schlimmer werden. Warum sind Menschen so blind? In ihrem Narzissmus kümmern sie sich nur um ihre fleischlichen Begierden. Da gibt es bewusste Fehlerinformation und Täuschung. Das ist bewusst. Die Bibel sagt uns in Prophetie, dass alle diese Dinge auch geschehen würden. Ihnen fehlt biblische Weltsicht und sie lehnen den Herr ab. Und deshalb ist da ein Gericht gekommen, Grimm und Zorn. Aber darum haben wir einen Mitternachtsruf, nicht? So, dass wir den Herrn zeigen können, sie hinrichten zu dem Herrn und eine biblische Weltsicht geben. Na, etwas ganz Interessantes. Ich habe noch Zeit dazu, aber was ganz Interessantes, eine interessante Parallele. Und wissen Sie, dass zu der Zeit Christus, als er auf Erden war, war da eine große globale Krise. Wusst ihr das? Die globale Wirtschafts- und Finanzhintergrund, der zu der Zeit von Jesu Christi existierte, war diese Krise. Aber nirgends in den Evangelien findet man direkte Erwähnungen oder Beschreibungen der allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrund während dieser Zeit. Könnt ihr an etwas denken in die Evangelium, dass er etwas davon gesagt hat? Nix, kein Mucks. So, hier müssen wir die Quellen außerhalb der Bibel suchen. Dabei entdecken wir eine interessante Tatsache. Die Finanzkrise während fast der ganze Leben Jesu war einer der weltweiten Finanzmarktturbulenzen. Eigentlich gab es eine massive globale Finanzkrise, genauso groß oder wieder größer, würde ich sagen, wie diese wir gerade gehabt haben. Und dann in der zweiten Hälfte Jesus Lebens auf der Erde besonders so. So, in der Tat könnte es bewiesen sein, dass eine globale Finanzkrise der Welt erschütterte, gerade zu der Zeit seiner Reise nach Golgatha. Anteilmäßig zu unserer Zeit heute war diese Krise, wie schon gesagt, größer. Der römische Historiker Tacitus detaillierte die Reaktion des Kaisers Tiberius, das war 33 nach Christus, auf die weltweite Finanzkrise. Wir haben nicht Zeit zu lesen hier, was er gesagt hat, aber das gewiss ist geschehen. Und zu denken hier war eine große Krise, nichts in der Bibel.
Und präzis durch diese Zeit hat Jesus Christus gegründet das Heil. Er hat die Kirche gegründet und er war beschäftigt und er beschäftigte sich mit das Werk Gottes. Er hat sich keinen Kummer gemacht darüber. Und auch wohl die Jünger haben sich keine Kummer gemacht. Nichts sehen wir davon. Vielleicht hat der Pilatus große Verluste gehabt und und darum hat er nicht richtig gehandelt. Wir wissen nicht. Aber ist das nicht interessant, dass durch diese große Finanzkrise Gott hat doch seine Kirche gebaut zu der Zeit. Und ich denke, das haltet ist was für uns zu nachdenken. Weder der globale Krise sind jetzt oder in der Zukunft, das sollte nichts zu tun haben mit unser Leben mit Jesu. Was sollen wir machen? Ich komme dazu. Erst Schlussfolgerung. Da wird ein globaler Kollaps sein. Die Krisen werden weitergehen. Der globale Kollaps wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit geschehen. Aber wir werden durch Turbulenzen noch gehen, solange wir hier an der Erde sind. Vor der Entrückung geben da Turbulenzen. Aber das sollte nicht einen Effekt haben an unser Leben. Sind wir besorgt? Es gibt keine andere Sicherheit als die, welche man in Christus, Jesus und seinen ewigen Versprechen findet. Wie schon in der Krise in 33 nach Christus, die Weltkrisen sollten keine Hindernisse für uns sein und auch nicht für Mittagsruf. Nutze das großartige Tauschangebot. Irdisches Geld, schmutziges Geld, Fiat-Geld können wir nehmen und eintauschen für einen himmlischen Reichtum, einen himmlischen Konto. Glaube das. Das ist uns angeboten. Wir können das machen. Und wir halten Anschau nach dem Kommen des Herrn, die Entrückung steht bevor, zu jeder Zeit. Einen letzten Vers und dann schließen wir. Ich lese den hier. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Matthäus 6,20. Neigen wir uns bitte für ein Gebet. Herr Jesu, wir danken dir, dass wir die Bibel haben, dass die Wahrheit darin ist. Und wir danken uns, dass so viel Information heute da ist, dass wir anschauen können und wir können genau wissen, in welcher Zeit wir wohnen. Und Herr Jesu, wir erwarten dein Wiederkommen. In Jesus' Namen. Amen.